Er war so offen. Ein Drumherum mochte er gar nicht. Er hatte so ein großes Herz. Der war immer so ein Kämpfer. Ich habe ihn immer heute noch. Ich bewundere ihn. Die Kombination seiner Kleider mit der Poesie sorgten für Begeisterung. Er war wirklich sehr schillernd und extrem irgendwie so und ansteckend, voller guter Laune und voller guter Ideen und so ein Mitreißer. So wie Gunther war, das gab es kein zweites Mal. Cinderella war mal wieder beim Putzen. 2 Mäuse sahen ihr kichernd zu. Ja, lacht nur. Mir geht die Puste aus, während meine beiden schwerhörigen Schwestern sich auf dieser Party austoben. Bleib ganz cool, meinten die Mäuse. Wenn du heute Abend auch auf diese Party willst, dann geh doch hin. Ich? Nee, ich muss hier putzen. Musst du nicht? Komm her, komm schon. Wir haben einen Zauber für dich. Ach, wie soll denn das gehen? Rede nicht, stell dich hier hin. Aber simsalabim, schon hatte sie eine neue Frisur, ein Rokoko-Ballkleid und Stöckelschuhe. Und eine goldene Kutsche wartete bereits mit Pferden davor. Alles war wie im Traum. Na, haben wir dir zu viel versprochen? Cinderella war sprachlos. Halt, merke dir, du hast nur die heutige Nacht. Zweitens, wenn die Zeiger auf Mitternacht stehen, ist alles aus. Was? Punkt Mitternacht ist alles vorbei? Ganz genau, nur damit du Bescheid weißt. Na gut, okay. Okay? Dann viel Erfolg, steig ein. Das Kleid war so lang, dass sie es raffen musste. Cinderella und die Mäuse winkten sich zu. I love you. Und los ging die Fahrt über Stock und Stein. Da war es, das Clubheim der Gehörlosen. Es sah aus wie ein prunkvolles Schloss. Cinderella schritt graziös die Treppe hoch. Die Türen öffneten sich und sie trat in den Ballsaal, dessen Boden aus Marmor war. Überall flogen die Hände, es wurde getanzt und auf der Bühne trug ein Sänger ein Gebärdenlied vor. Wie im Paradies. Da erblickte sie ihre beiden Schwestern. Sie tanzten wie verrückt. Twist! Oh nein! Doch dann sah sie ihn, ihren Prinzen. Was für ein Traummann! Er kam direkt auf sie zu und fragte, willst du mit mir tanzen? Oh ja, gern. Aber ich kann nicht. Ich trage diese hochhackigen Dinger zum ersten Mal. Ach, das macht gar nichts, sagte der Prinz. Komm. Sie tanzten eng umschlungen und die Kronleuchter glitzerten im Takt. Sie drehten sich im Kreis immer und immer wieder und vergaßen alles um sich herum. Der Zeiger aber bewegte sich indessen auf Mitternacht zu. Als Cinderella das sah, war sie vor Schreck wie gelähmt. Die Warnung fiel ihr ein. Um Mitternacht ist alles aus. Fluchtartig verließ sie den Saal und wäre fast die Treppe hinabgestürzt. Dabei war ihr, als hätte sie etwas verloren. Doch als sie sich umdrehte, schloss sich hinter ihr das Tor. Der Zeiger hatte in diesem Moment Mitternacht erreicht und alles löste sich in Luft auf. Der Prinz war ihr gefolgt. Er fand, was sie verloren hatte und hob es auf. Ein Handschuh. Tatsächlich. Ein Samthandschuh. Oh, wie er duftete. Sollte dieser Handschuh die einzige Erinnerung an seine große Liebe bleiben? Niemals, sagte er sich. Er schickte seine Soldaten los, um nach Cinderella zu suchen. Sie brachten überall Plakate an, vor denen sich die Schaulustigen drängten. Irgendwann kamen sie in ein kleines, verschlafenes Dorf. Jemand gab ihnen einen Tipp. Dort wohnen 3 Frauen, die könnten es sein. Sie ritten hin. Beim Absteigen verrenkte sich einer den Wirbel.
Sie öffneten die Tür und sahen ein wunderschönes Mädchen, das beim Putzen war. Aber sofort traten ihnen die beiden Schwestern entgegen und begannen, auf sie einzureden. Sie quasselten und brabbelten aufgeregt durcheinander. Einer der Reiter zeigte ihnen den Handschuh. Die erste Schwester probierte ihn an, aber so sehr sie sich anstrengte, er passte nicht. Ebenso erging es der zweiten Schwester. Sie gaben den Handschuh zurück. Da fiel der Blick des Reiters auf das Dienstmädchen. Er gab ihr den Handschuh. Und er passte ihr wie angegossen. Geschafft! Cinderella wurde zu ihrem Prinzen gebracht. Er nahm sie auf sein Pferd und sie ritten in ihre gemeinsame Zukunft. Die beiden Mäuse sahen ihnen zu und seufzten glücklich. Ach, wie schön!